Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Hallo, ich wünsche zuerst mal allen zusammen ein gutes neues Jahr. Wir starten hier auf dem Kanal von LiveNet und Jesus.ch in eine Serie. In den nächsten Wochen und Monaten wollen wir euch gerne ein bisschen reinnehmen, ganz neu in die Faszination von Jesus und wie das dann könnte sich abgespielt haben, wie er seine Jünger berufen hat. Und das wird gezeigt in der Serie «The Chosen». Eine Serie, die im Moment Rekorde bricht. Überall auf der Welt wird das geschaut, wird das gestreamt auf den Smartphones. Man kann es gratis in dem Sinne als App herunterladen und schauen. Und wir wollen ein bisschen hinschauen, ja, was ist das Spannende? Nicht nur an der Serie «The Chosen» natürlich, sondern an dem, was man neu entdecken kann, auch über den Jesus. Und wie er das dann gelebt hat, wie er seine Nachfolger eben gerufen hat, um sich geschart hat. Und es freut mich sehr, dass ich mit der Silke Sieber heute gerade zum Start ein Gespräch führen darf. Sie ist neu Co-Geschäftsführerin beim Bibellesebund in der Schweiz. Und Silke, du hast die Faszination, gleich wie ich auch, für «The Chosen» irgendwann bekommen. Was erlebst du so mit dieser Serie? Ja, also es hat bei mir einen zweiten Anlauf gebraucht, wie das rausgekommen ist. Habe ich mal so reingeschnuppert und dann habe ich gedacht, nein, nicht schon wieder so ein Jesus-Film. Und dann hat mein Mann mich dann motiviert, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben und dann hat sie uns recht den Ärmel reingenommen. Genau, mich hat das mega begeistert, dass du so ein bisschen, wie Fleisch an Knochen bekommst. Also wir haben immer das biblische Wort und die Geschichte, aber es gibt uns so viel Background, wie es könnte gewesen sein, wo aber das, was wir wirklich wissen, irgendwie verständlicher macht und logischer. Und es gibt uns ja einen viel breiteren Blick hinter die Kulissen der Bibel. Mhm. Ja, und du hast auch so eine Lieblingsszene, da tauchen wir einfach gerade mal schon ein, wo wir hier auch ein Bild dazu eingeblendet haben, vom Fischfang. Also das ist eine sehr bekannte biblische Geschichte, auch, oder, wo sie die Netze nochmal auswerfen, weil eben Jesus das ihnen so sagt, oder, nachdem sie eine Nacht lang probiert haben. Aber ich lasse doch gerne dich ein bisschen erzählen, was hat dich berührt hier dran? Mich hat das berührt, dass es eigentlich so ein existenzielles Momentum war. Also, wir denken ja immer, ja, dann hätte er halt keinen Fisch gefangen, nachher hätte er Fisch gefangen. Aber wie bedeutungsvoll der Fischfang für den Petrus unter Umständen war, wie existenziell seine Nöte waren und wie persönlich Jesus genau diesen Nöten begegnet, mit dem, dass er das Wunder dort macht, das hat mich mega begeistert. Mhm. Und ja, es läuft ja da, in «The Chosen» schildert uns ja da gleich so eine krumme Szene auch im Hintergrund von der Petrus-Einführung. Also er hat den Fischfang wie nötig gehabt, auch finanziell. Und wie Jesus ihn da freikauft sozusagen und für sein Reich einsetzt und befähigt, das begeistert mich. Ja. Ich glaube selber auch, das ist wie eine grosse Stärke von dieser Serie, dass es wirklich einfach die menschlichen so Grundbedürfnisse so schön aufzeigt, oder Nöte, oder Sucht, oder wo man sich verstrickt hat. Und nachher kommt eben eine Begegnung mit dem Jesus und bringt einen riesen Change eigentlich in die Leben. Ja. Und das dann auch in die Dynamik auch untereinander und so weiter. Genau. Ja, mich begeistert das, wie sie die Charaktere gestaltet haben und dass sie ja wirklich alle auf ihre Art charakteristisch sind. Mit diesen wenigen Informationen, die die Bibel zu manchen Personen gibt, oder, haben sie doch ganz viel rausgeholt. Und ja, man kann sich das jetzt bildhaft vorstellen, wenn ein Matthäus tatsächlich so ein bisschen autistische Züge hat, warum er so detailliert protokolliert hat, warum von ihm so viel im Detail mitgeschrieben worden ist. Oder? Das sind so ganz spannende Hintergründe, die so könnten gewesen sein, aber wo uns wie helfen, das zu verstehen, was wir tatsächlich haben. Genau. Hast du das Gefühl, «The Chosen», also jetzt die Jesus-Verfilmung, die eben durch zum Glück eine zweite Chance ist gegeben, jetzt sich gelohnt hat, oder? Ja. Und jetzt kommt ja die dritte Staffel raus. Aktuell kommt da Episode für Episode. Würdest du sagen, das ist mehr als ein Hype?
Das ist immer so die Frage, weil Technik, alles macht Fortschritt. Oder wir schauen jetzt auch nicht mehr die Filme, die wir vor 10 Jahren geschaut haben, weil wir ganz andere technische Möglichkeiten haben. Aber ich hoffe, dass das mal für ein paar Jahre ein Hype ist. Ja. Und für das riesige Projekt, wo es ja ist, wirklich der Aufwand sich auch lohnt. Und das gewisse Breitenwirkung auch darf haben. Ist das so etwas, wo, eben, ich habe am Anfang gesagt, du bist jetzt beim Bibellesebund, also für euch ist die Bibel im Zentrum, den Menschen das näher bringen, was eben dort hier, vor allem im Neuen Testament eben die Geschichte von Jesus, wo nachher im Zentrum steht, mit den Jüngern, die ja dann das weiterführen. Bis heute kann man sagen, oder, wird die Geschichte eigentlich weitergeschrieben. Und das Alte Testament, würdest du sagen, das macht eher mehr Gewunderung für die Bibel, oder ist das für euch auch etwas, wo ihr sagt, The Chosen, das kann ich empfehlen und du willst wahrscheinlich noch mehr Bibel entdecken? Ja, genau. Also das ist das, was ich auch bei mir selber erlebe. Oder du siehst die Geschichte, es gibt plötzlich so Bilder im Kopf zu der Person und dann willst du nachher wissen, hey, ist das wirklich so gewesen? Oh, das Detail steht das tatsächlich auch in der Bibel. Mich hat es motiviert, dann die Geschichte auch noch mal näher anzuschauen, gerade das Lesen darauf ab. Ja, bei mir hat es Motivation gesteigert. Und ich finde es toll, dass die Bibel auf verschiedene Weisen zugänglicher wird. Also nicht nur als das Buch, das sehr wertvoll ist, als geschriebenes Wort. Aber eben, dass wir kreativ werden, auch in diesem Prozess und so visuelle Sachen möglich machen. Ja. Jeder schaut heute Serien, warum nicht eine Serie zur Bibel? Ja. Also ich habe natürlich auch Stimmen gehört, die sagen, darf man das? Oder darf man dort kreativen Spielraum haben? Und die leben eben wie so ein bisschen aus gestalterisch vielleicht ein bisschen Freiraum noch erzählen. Ja, da würde ich okay absolut geben, weil ich auch der Meinung bin, also die Bibel ist für mich als Ganzes vertrauenswürdig und ist ein heiliges Buch, aber sie ist Mittel zum Zweck, oder? Sie soll uns in die Beziehung mit Jesus führen und wir dürfen nicht anfangen, die Bibel zu vergöttern, oder? Jesus ist der Gott in allem und genau zu diesem Zweck, damit das Ziel erreicht wird, dürfen wir da auch ein bisschen kreativ werden. Super, danke vielmals, Silke Sieber, für deinen Einblick, Erlebnis mit The Chosen. Und das wäre also so der Startschuss gewesen. Wir werden jetzt Woche für Woche wieder von jemandem hören, was das er oder sie mit The Chosen direkt erlebt, mit einer bestimmten Szene oder einfach insgesamt mit dieser Serie unterwegs sein. Wir sind auch gespannt, was es bei euch auslöst. Gebt uns gerne noch euren Kommentar ab. Direkt unter dem Video ist die Möglichkeit, dass ihr kommentiert, Fragen stellt vielleicht oder was auch immer ihr so auf dem Herzen habt. Danke vielmals, dass wir hier zusammen ein bisschen auf eine Reise gehen dürfen. Sicher bis Ostern, wo wir da The Chosen ein bisschen ins Zentrum rücken. Bis gleich wieder. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.